Unsere Geschichte Nummer 95. Ditmal noch ein bisschen mehr von, was dort an zur Zeit dann an Wirklichkeit ist. Wenn es nicht eine Gemeinde ist, wann und wo der dort entstanden ist, wo dort von der organisiert ist und wo der dort ihre Gelder sammelt, um ihre große Arbeit tun zu können und so weiter. Wann wo der oder wo ist dort an zur Zeit mal entstanden. Dat Mennonite Central Committee, oder dat MCC, oder auf Deutsch, dat Mennonitische Zentralkomitee, ist am 27. Juli 1920 geboren. Seitdem haben all sehr viele Schreiber das große MCC-Arbeitsfeld sehr vielfältig beschrieben. Das gibt viele verschiedene Bücher und Schriften, die können wie ein brocken können, ein Sinnbild malen von wo das MCC entstanden ist und sich entwickelt hat. Und von wo das MCC ist und wo das tut. Und da sind hunderte Seiten von MCC-Protokolle, von den vielen verschiedenen MCC-Meetings, nicht mal von den Anfangsjahren, aber auch durch all ihre Jahren, in den Archive in Akron, Pennsylvania, Goshen, Indiana, Winnipeg, Manitoba, Newton, Kansas und verschiedene andere Städten. Und wir können von all diesen Schriften einige Brocken, um uns zu Eva einige Moten klar worden halten, wo das MCC Anfang sich entwickelt und was das Essen tut. Aber die meisten von unseren Mennoniten haben sehr wenig von all diesen Büchern und Schriften gelesen. Da werden wir uns nicht mal ein Plattdeutsch Wort davon vertalen. Ich will dort aber hauptsächlich ein Buch brocken. Das Buch The Mennonite Experience, Hungry, Thirsty, a Stranger. Das Buch ist 1988 von Robert S. Kreider und Rachel Waltner Gosen geschrieben und von Herald Press in Scottsdale, Pennsylvania gedruckt worden. Auf der Hinterseite von diesem Buch sagt John A. Lapp so: Das Buch soll MCC-Arbeiter und Freunde wollen ein Verständnis gewinnen wollen von der größeren MCC-Erfahrung, für Personen wollen vielleicht daran denken, durch das MCC irgendwo zu dienen, und für Menschen, die da neugierig sind, zu einer Agentschaft, wollen in verschiedenen Ländern dient. Das Buch ist besonders zugeschnitten für Gruppen von Menschen, die interessiert sind, für so eine Themen zu diskutieren aus Leben und Tod, Krieg und Frieden, Armut und Reichtum, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Leben und Hoffnung. Wir hoffen, das Buch wird Ihr Interesse inspirieren, menschliche Notländern helfen zu wollen, wo immer die ist, und ihr ermutigen für Menschen zu beten, wo nur Gott dienen durch das MCC. In diesem Buch sind 30 Aufteilungen. Für den Anfang oder für die Einleitung in diesem Buch werden Frank Epp seine Wege gebracht. Epp schreibt unter anderem so: Jesus Christus seine Nachfolger kriegen die Aufgabe, Versöhnung in der gute Nachricht zu predigen. Das Symbol von ihrer Mission war das Glas Wasser, das Brot, das Foutbettje, das Foutreiskadder und das Kreuz. Die Kirche, wo Christus gerannt, war die Gemeinschaft von Gläubigen, wo deilten, deinden und sogar ihre Feinde liebten. Die Glieder von dieser gesegneten Gemeinschaft lehnten dort Trüsen zu irdische Herrscher auf und nehmen nicht das Schwert, um für ihr Land und für ihren Glauben zu kämpfen. Sie wären Bürger von einem friedlichen Reich. Menno Simons schreibt: Wahre evangelischer Glauben kann nicht nichts tun. Die kleidt die Nackte, die fordert die Hungerige, die tröst die Trüge, die beschützt die Obdachlose, die verbindet die Verwunde, die wort alle Menschen alles. Von den Anabaptisten ihre Deel kommen Geschichten von aktivem Glauben. Im Jahr 1569 rade Anabaptist Dirk Willems seinen Gefangennehmer und wird doch weiter gefangen genommen und verbrannt.
Im Jahr 1710 formierten die Holland-Mennoniten einen Armenunterstützungsverband, vernot im Uitland om Flüchtlinge von der Schweiz und Immigranten von Palatinate, wonen in Pennsylvania, eine neue Heimat suchten, zu unterstützen. In den 1870er Jahren wurden Armenunterstützungskomitees in Kanada und den USA formiert, um 18.000 mennonitische Immigranten von Russland und den Prairie Provinces und in den Vereinigten Staaten mitzuhelfen. In den ihrem Bewusstsein, wonen dort MCC und dort MCC Kanada gründen, werden Christus seine Wert engraviert. Ich wir hungrig und die geben mir zu eten. Ich wir durstig und die geben mir zu trinken. Ich wir krank und die besuchten mich. Ich wir gefangen und die kämen nach mich. Matthäus 25, 37 und 36. En nu wordt uit de eerste twee afdelingen in diesem Buch. De Überschrift voor de eerste afdeling in diesem Buch, The Mennonite Experience, Hungry, Thirsty, a Stranger, is diese. MCC is geboren. En die vangt met deze Wert an. In ihrem mennonitischen Bewusstsein wie Christus zijn roep, de hongerige, de durstige en de vreemde te dienen. Matthäus 24, 34 en 36. De tweede afdeling in diesem Buch heeft deze Überschrift. De hongerige forderen. En die vangt bij Jans met deze Wert an. Voor ons Mennoniten vangt eine tijd van sterven an. In Russland sind wenige, die da leben, viele wat vegetieren oder unter sehr schwere Umständen leben, und die große Mehrheit am Süden verhungern. Wat für ein Geruch von Leichen oder doge Körpers wird, wann das was am Mai Monat kommt, zum Himmel und abstehen. Bei Jans, ein mennonitischer Leiter in Südrussland, hat gerade die Mennoniten ihre Bedürfnisse untersucht und gewusst ihre Notlage an. Jans und seine Mitmenschen haben durch 5 Jahre von revolutionären Änderungen gelebt, von 1917 bis 1920. Die Welt, bitte Russland, weiß sehr wenig von was in Russland passiert. Deutschländische Truppen herrschten für eine kurze Zeit in der Ukraine, aber nachdem Deutschland 1918 aufbrach, dann wurde Südrussland ein Kampfplatz für Witte, Rote und Banditenarmeen. In den Jahren 1919 und 1920 starben 10% von der Bevölkerung an der Typhusepidemie oder Epidemic. 1920 wird es so dreig in der Südukraine, dort am Hauptstadt Vieh doodhungert. Viele Familien rationierten dort Eten, deuten dort an. Andere werden gedwungen zu prachern. Menschen nehmen Kleider, Möbeln und Formgereitschaft nur dem Bazarmarkt, um die Vereten zu vertuschen. Einige Familien molden Beimblätter, Bast, Kornohrenstreng und Disteln fein zum Eten. Einige eten Katen, Huhn, Puppenraten oder Gophers und Ferien. Das wie eine Storbtit. Kein Eten kam durch das MCC an dem Hungersnotwinter von 1920 bis 1921 nur Südrussland han. Erst im Dezember 1921 kam ein Kleinbeet Eten durch das MCC an der Wolga, Orenburg, Ny-Samara und Old-Samara Distrikte an. Im März 1922, 20 Monate nach der Gründung von MCC, wurden in den Mennoniten ihre sehr bevölkerte Kortizer in Molotschner-Siedlungen in Südrussland, die sogenannte MCC-Fauderkirchen, aufgemerkt. Und warum die dort so lang, was dort passieren kann, die Sowjetregierung, geprägt von ihren überstehenden revolutionären Armeen, versucht Agenten von kapitalistischen Ländern Büten zu holen. Eten wir Macht, und die sieht mit dem Eten kann sich aus
die Machthaber uitgeven. Die junge revolutionäre Regierung will sich selbst mit ihrer Schwiegerlehre weiten und funkt dort peinlich zu stonen, dass sie sich an einer Haushaltskatastrophe befangen. Die Mennoniten in Nordamerika würden gut in diese Weltkriegsjahren, aber mennonitische Gemeinden oder Konferenzen trüden einander meistens nicht. Die werden verdächtig über Aktivitäten, wo die verschiedenen Mennoniten brachten, dann sie dachten meistens, dass kompromittiert rein und separat sein oder blieben. Aber 13 mennonitische Männer kamen am 27. und 28. Juli 1920 in Elkhart, Indiana, und das Mennonite Central Committee wurde dort gegründet. Ganz wenige mennonitische Konferenzen werden in diesem MCC anfänglich vertreten. Einige mennonitische Gemeinden oder Konferenzen haben ihre eigenen Armenunterstützungskomitees, und dort nie gegründete MCC wisst, dass die Mennoniten meistens angehen, einer mit dem anderen Dinge tun wollen. Und das nie gegründete MCC sagt sich selbst nicht als Verdränger von den Konferenzen ihrer Armenunterstützungskomitees, aber als eine tiefwillige Vereinbarung. Und sie mögen diese Resolution oder diesen Beschluss. Wir holen dort für gut und wünschenswert ein Mennonite Central Committee oder auf Deutsch ein mennonitisches Zentralkomitee zu gründen, den ihre Pflicht oder Abgabe dort sein soll, zu funktionieren mit und für die verschiedenen mennonitische Konferenzen ihre Armenunterstützungskomitees, indem sie sich verantwortlich machen für alle Gaben, die für Südrussland gegeben wurden, und für alle gegebene Sachen für die Armenunterstützung an Südrussland ankaufen und für das Transportieren und gerechte Verteilung von allen Gaben an Russland. Dort sagen wir, Immigrationsarbeit soll nicht MCC-Arbeit sein. 2 Monate nach der formellen Organisierung von dem MCC wird das Mennonite Executive Committee for Colonization, MICC, in Newton, Kansas gegründet, mit 5 Gliedern, von denen kein ein Glied vom MCC war. Aber das MICC kam zu keinen Anfang. Vermutlich dabei nicht, weil die USA sehr wenig Immigranten von Russland nehmen. Am 27. September 1920 hält das MCC ihre erste offizielle Meeting in Chicago mit Vertretern von 7 Konferenzen und Armenunterstützungsorganisationen. Sie nehmen die Pläne an, wo angenommen worden wären von der Mennonite Relief Commission und von der Gruppe Arbeiter, wo all nach Konstantinopel gefahren wären. Und damit versagt diese alte mennonitische Agentschaft die Policy und das Personal für den Anfang für das MCC-Programm in Russland. 2 Monate später kamen die ersten MCC-Arbeiter, Ori Miller und Clayton Kratz, nach Südrussland. Die Revolution tobt noch in Russland, als sie da ankamen. Miller kam zurück nach Konstantinopel und Kratz bleef in Hofstadt auf der Malatschner Kolonie. Als die Rote Armee da ankam, dann wurde Kratz da festgenommen und von Kratz hat man nur dem nichts mehr gehört. Er war der erste MCC-Märtyrer. Maar erst im Dezember 1921 kon de eerste MCC Armenunterstützung in Südrussland verteilt worden. Die 13 Personen wonen am 27. Juli 1920 in der Prairie Street Church taub wären, die wären bereit zu handeln, bereit zum Taubarbeiten und Notlinderung in Russland. In ihrem mennonitischen Gewässern wie Christus in Raub engraviert, fordert die Hungerige, geeft de Darschje te drinken en neemt je de Fremde an. In ihrem Sinn wird dat keine Frau, wer biblisch treu wäre, die muss menschliche Notländern helfen. Die wussten auch, dass 4 Generationen von Mennoniten haben geantwortet auf die Notleidende Ehrenraub noch Help. Im Sommer 1920 kamen Augenzeugenberichte von einer Delegation, einer Studienkommission, geschickt von den Mennoniten in Russland am 1. Januar 1920
über Konstantinopel. Diese Delegation sperrt erst 5 Monate in Deutschland und Holland und kam dann am 13. Juni 1920 in New York an. Dort wären die Russland-Mennoniten ihre 3 Vertreter Benjamin Unruh und A.A. Friesen von Halbstadt und K.H. Warkentin von Waldheim. Die führen nur Hilfe an für notleidende Mennoniten in Russland und um Möglichkeiten zu untersuchen, von Russland uitwandern zu können. Diese Delegation vertelt von der Revolution ihre Grasslichkeiten und von den weitreichenden Epidemics in Russland. Am 13. Juli 1920 kam diese Studienkommission nach Newton, Kansas und gab eine Gruppe Mennoniten von Kansas in Oklahoma einen Bericht von den Russland-Mennoniten ihre schwere Lehre. Hier frug die Kommission danach, dass die Mennoniten ihre Notländerungshilfe für Russland nicht in Fragmente von den verschiedenen Konferenzen ihrer Organisationen handgeschickt worden soll, aber dass sie dort alle taub durch ein allmennonitisches Bemühen tun sollen. Die Russland-Delegation trug diese Botschaft auch nach Kanada und am 18. Oktober wird das Central Relief Committee, CRC, die Vorrunner von der Canadian Mennonite Board of Colonization, geformt. David Taves sammelt oder kollektiert und schickt die ersten $3.500 nur das junge MCC. CRC schickt dringende Bittschriften uit und früh noch Gaben für Notländerungshilfe an Russland. In Herbert, Saskatchewan verkauften die Mennoniten durch einen Uitroep all die Sachen, die für diesen Zweig gebracht worden wären, und das gab $1.100. Das wäre die erste MCC-Uitroep für Notländerungshilfe. Die Kansas und Oklahoma Mennoniten ernannten ein 5-Glieder Informationskomitee. Eine Woche later hat das Komitee eine Meeting in Hillsboro, Kansas, und schickt von dort eine Einladung an Vertreter an alle mennonitische Armenunterstützungsorganisationen, die in der nächsten Woche in Elkhart, Indiana, teilnehmen. Das sagen mennonitische Leiter schwutz aus einer bedienenden Meeting in planen Hand zu fahren. Das Akt dient an, dass im Sommer 1920 bei den nordamerikanischen Mennoniten ein Bewusstsein wie ein Gefühl von Freude, Erwartung und Dringlichkeit. Kein anderes Projekt in den nordamerikanischen Mennoniten ihre Erfahrung hat die Mennoniten ihre Aufmerksamkeit so stark gewonnen, als das Vermögen in Russland den Notländern zu helfen. Hier wir hoch Drama, Krieg, Hungersnot und verhungerende Verwandte. Bolschewistische Bürokratien stunden am Stich von Notländerungshilfe. Und in der Zwischenzeit tickt die Todesglocke. Aber als die der abging, dann brachten die Mennoniten plötzlich Hilfe an. Von 1921 bis 1923 trugen mennonitische Zeitschriften Artikel an die Mennoniten in Russland Notländerungsprogramm in Feld ihre Sieden mit Namen und Adressen in Dollarzahlen. Das Sammeln und Uitschicken von Gaben stand auf die Zeitschriften ihrer Sieden open door für allem zu sein. Das Studium, das folgt, das heißt die 2 Aufteilungen in dem Buch, die Mennonite Experience, Hungry, Thirsty and Stranger, die beschrieben die große MCC-Notländerungsarbeit in Russland und die großen Schwierigkeiten, die damit verbunden wären. Hier müssen wir für das Mal aufbrechen. Nächstes Mal von wo die MCC-Länderungsarbeit in Russland von 1921 bis 1925 geschafft hat. But nächstes Mal. Ich bin George Rempel.